Geschichte vom Rotschürzli von Linda Weidmann. Kapitel 9. Und das letzte Mal bei Rotschürzli: Die anderen werden dich aufhalten. Das glaube ich weniger. Bring das zu Dottore und pass gut auf dich auf. Diego stand mit gezücktem Messer triumphierend vor Alecchino. Und jetzt wird es Zeit, dass ich euch los wird. Alecchino stand so unter Schock, dass er sich nicht bewegen konnte. Diego holte mit dem Messer zum finalen Stoß aus. Addio, Arlecchino! Ha! No voy a dejar que hagas eso! Capitano hatte im letzten Moment das Messer mit seinem Schwert abgeblockt und es davon geschleudert. Da tauchten von allen Seiten Soldaten der venezianischen Garde auf. Alecchino! Alles in Ordnung? Der Arm sieht aber böse aus. Diego, im Namen von der Spanische-Venezianische Allianz, Sie sind verhaftet! 2 venezianische Soldaten packten Diego an den Armen. Was? Ich bin unschuldig! Nehmt mich los! Sagt Sie das am Richter! Genau, sie haben das Recht zu schweigen und alles, was sie sagen kann und wird gegen sie verwendet werden. Diego wurde von der venezianischen Garde abgeführt. Sergente verband Alecchinos Wunde. Wow, Capitano! Seit wann sind Sie denn so mutig? Seit mich der spanische König zu dieser speziellen Aufgabe in Venedig auserkoren hat. Ich habe gemeint, er hat sie weggeschickt, weil sie die teure chinesische Vase zerstört Ruhe, haben. Sergente, das müssen doch nicht alle wissen. Oh, Sie! Pardon, Capitano. Später, kurz vor Mitternacht, hörte Colombina Geräusche aus dem Haus. Oh? Nein. Wenn das jetzt der Diego ist, was hat er echt mit mir vor? Es rumpelte im ganzen Haus, als Colombina 2 bekannte Stimmen hörte. Colombina! Meine Liebe! Wo bist du? Colombina! Brigella! Dottore! Hilfe! Ich bin da unten in der Speiskammer! Colombina! Brigella! Colombina fiel Brigella um den Hals. Endlich haben wir dich gefunden! Und wo bleibt meine Umarmung? Gruppenkuscheln! Dottore! Brigella! Danke vielmals! Aber wo sind Arlecchino und Pantalone? Kommt schnell rauf, ihr 3! Wir haben den Arlecchino und den Pantalone gefunden! Alle 3 stürmten die Treppe hoch ins Wohnzimmer, wo Alecchino am Boden zerstört, neben Pantalone, der bewusstlos am Boden lag, saß. Capitano und Sergente standen still und nachdenklich neben den beiden. Alecchino, was ist passiert? Du blühtest am Arm! Alecchino verbeugte sich auf den Knien. Es tut mir leid. Ich konnte den Diego nicht davon abhalten, das Gegenmittel kaputt zu machen. Es ist alles meine Schuld. Es ist ja nicht deine Schuld. Doch! Es ist meine Schuld. Ich hätte besser aufpassen. Wegen mir wird der Pantalone jetzt sterben. So, Ruhe jetzt. Es wird niemand sterben. Aber es sind doch nur noch ein paar Minuten bis Mitternacht und ohne das Gegenmittel. Dann ist es ja gut, dass ich das Gegenmittel bei mir habe. Alle starrten verblüfft auf Colombina, die aus ihrem Ausschnitt ein blaues Fläschlein mit dem Gegenmittel herauszog. Heilige Colombina! Aber ich dachte, Diego hätte dir das Gegenmittel abgenommen. Danket ihr wirklich? Ich bin so blöd und gebe ihm das echte Gegenmittel? So, jetzt aber, Dottore, schnell, helfen Sie mir am Pantalone das Gegenmittel einzuflößen. Colombina und Dottore flößten Pantalone das Gegenmittel ein, als die Kirchenglocken Mitternacht schlugen. Oh je, es ist ja Mitternacht. Hoffentlich ist es noch nicht spät. Alle starrten gespannt auf Pantalone. Pantalone atmete schwer und plötzlich wurde sein Atem immer langsamer
langsamer und langsamer, bis er schließlich ganz aufhörte zu atmen. Er snufft nicht mehr. Vielleicht braucht es ein bisschen länger, zum Wirkung zu zeigen. Er hat keinen Puls mehr. Nein, das kann nicht sein. Nein, Pantalone, reissen Sie sich zusammen. Ich lasse Sie nicht sterben. Alecchino packte Pantalone und schüttelte ihn. Er schrie aus Leibeskräften. Kommen Sie! Sie sind doch so stark! Sie können nicht einfach sterben! Dottore, machen Sie doch etwas! Sie sind doch ein Arzt! Dottore! Arlecchino! Capitano packte Alecchino an den Schultern und schaute ihm ernst in die Augen. Aber... Arlecchino! Pantalone ist tot! Alecchino brach verzweifelt in Tränen aus. Ich will nicht, dass er tot ist! Ich weiß, Arlecchino. Ich auch nicht. Keiner machte in dieser Nacht ein Auge zu. Die Botschaft von Pantalones Tod verbreitete sich über Nacht wie ein Lauffeuer in ganz Venezia. Am nächsten Tag machte sich die traurige Dienerschaft von Pantalone an die Vorbereitungen, um Pantalone die letzte Ehre zu erweisen. Die Bestattung sollte am Nachmittag stattfinden. Ganz Venedig, sogar der Doge und der spanische König Antonio María José González Fonseca de España waren zu der Trauerfeier erschienen. Colombina, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Alecchino, ich weiß, es ist schwierig, aber es ist sicher das, was der Pantalone hätte wollen. Okay, ich mach's. Für ihn. Der Sarg mit Pantalone war offen in der Mitte der Kirche ausgestellt. Dottore, der die erste Rede halten würde, stellte sich neben den Sarg und blickte seinen verstorbenen alten Freund an. Pantalone war in seinem schönsten Gewand gekleidet und wirkte so, als würde er friedlich schlafen. Liebe Freunde, liebe Verwandte, liebe Bekannte, Pantalone war ein großartiger Mensch. Bla, bla, bla. Dottore hielt eine für ihn eher kurze und präzise Rede. Und obwohl ich immer so viel redete, hat er sich nie offen darüber beschwert und immer zugehört. Danke, Pantalone, für deine Freundschaft. Ich übergebe nun das Wort an Alecchino, einer von Pantalones treuesten Dienern. Pantalone. Alecchino zögerte kurz, blickte zu Brighella und Colombina, beide nickten ihm zu und lächelten. Also, Pantalone. Ja, er ist geizig und streng gsi. Aber er hat das Herz aus purem Gold. Seine Lebenslust, wenn er schöne Frauen gesehen hat und gerade wieder hat können rumkumpen, würde ich nie vergessen. Auch der ganze Ärger, den wir erlebt haben mit ihm zusammen, wenn er wieder einen Herzinfarkt vortäuscht hat. Und die lustigen Situationen, wenn er jemand Geld geschuldet hat. Aber am wichtigsten ist, dass er uns trotz allem nie im Stich gelassen hat. Und deswegen ist Pantalone, er ist der beste Meister gsi, wo man sich hat können wünschen. Oh, das hast du jetzt aber ganz schön gesagt, Arlecchino. Pantalone! Warum lieg ich eigentlich in einem Sarg? Hey, ich bin noch nicht tot! Juhu, Pantalone! Sie leben! Ah! Arlecchino, nicht so fest! Alecchino hatte Pantalone aus dem Sarg gehoben und durch die Luft gewirbelt. Oh, scusi, ich stell sie mal ab. Pantalone! Wie schön!
Columbina und Brighella stürmten zu Pantalone und umarmten ihn. Dottore stand mit Tränen übersät wie verdutzt da. Sind das etwa Tränen, alter Freund? Tränen? Natürlich sind das Tränen! Du hast uns einen Schrecken eingejagt, du alter Halunke! Lass dich drücken! Aber wie kann das sein? Er ist doch tot gewesen. Ja, wie kann das sein? Nun, ich habe wohl vergessen, dass eine der Nebenwirkungen den Patienten in einen 12-stündigen todesähnlichen Schlaf versetzen kann. Nebenwirkungen? Gibt's etwas, was ich sonst noch wissen sollte? Oh, ja, du hast ab jetzt eine lebenslängliche Dukatenallergie. Was? Lieber wollte ich tot sein! Ganz ruhig, Pantalone, das war doch nur ein kleiner Scherz. Oh? Der ist gut gewesen. Es ist nur eine Goldallergie. Dottore! Pantalone blickte in die lachenden Gesichter und ging entschlossen auf Arlecchino zu. Arlecchino? Sie, Signore? Danke vielmals, dass du mich vor dem Schürzenjäger beschützt hast. Gern geschehen. Und euch natürlich auch. Columbina, Brighella, Dottore und allen anderen. Danke vielmals. Nichts zu danken. Doch, ich gebe euch allen eine Lohnerhöhung von 2 Dukaten. Um Himmels Willen, Pantalone ist wieder krank. Dottore, hat er Fieber? Nein, Herrgott, mir geht's blenden. Vielleicht sind 2 Dukaten doch ein bisschen zu viel. 1,5 Dukaten? Er ist ein definitiver Kranker. Ah, stimmt. 1 Dukat lange auch. Nein, das ist viel zu viel. Ein halber ist auch cool. Ja, das ist doch der Pantalone, den wir kennen. Lasst uns feiern. Und wer soll das Ganze zahlen? Also ich sicher nicht. Das ist definitiv unser Pantalone. Und so feierten sie alle, natürlich auf Kosten des Dogen und des spanischen Königs, die sich freiwillig als große Spender meldeten. Sie feierten noch bis zum nächsten Morgen und lebten ihr Leben glücklich und zufrieden. Was aus Signore Diego und Raffaele wurde, wollt ihr wissen? Nun, Raffaele gelang es wieder einmal in die Schweiz zu flüchten und dort Asyl zu erhalten. Signore Diego wurde dank seiner guten Anwälte nur zu einer Geldbuße von 1000 Golddukaten verurteilt. Zu Hause plante Diego wieder einen bösen Plan gegen Pantalone, doch Das ist eine ganz andere Geschichte. Ende von Kapitel 9. Geschichte vom Rotschürzli von Linda Weidmann. Auf Wiedersehen und bis zum... Oh, es ist ja schon das Ende der Geschichte. Ja dann, auf ein anderes Wiederhören. Grazie mille for watching Lee Racy. Please subscribe. Ciao zusammen, da ist Lee Racy. Und zwar wollte ich euch gerne mitteilen, für all die traurig sind, dass Rotschürzli jetzt fertig ist, keine Sorge. Es kommt eine neue Geschichte raus, und zwar die Geschichte vom goldigen Nussknacker, die auch wieder ganz spannend wird sein für euch alle. Auch werden wir eine Esperanto-Übersetzung vom Rotschürzli machen, für alle die gerne das ganze Geschichtli auf Esperanto möchten hören. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal!